Silbern brechen sich die Strahlen der Sonne im Illyrischen Meer. Ein Spiegel der Jahrtausende, in dem Eroberer, Kaufleute und Piraten diese östliche Küste des Adriatischen Meeres heimgesucht haben. Hunderte vorgelagerte Inseln boten den Handels- und Kriegsflotten Schutz. Die seefahrenden Liburnier, Dorer aus dem sizilianischen Syrakus oder Ionier aus Paros. Jeder, der das Handwerk der Seefahrt beherrschte, sicherte sich seinen Einfluss auf die östliche Adriaküste. Die Feldzüge der Römer um 200 v. Chr. Sicherten für Jahrhunderte den alleinigen Anspruch Roms auf die Provinz Illyricum. Das Imperium zeigte sich großzügig. Gewaltige Bauwerke entstanden. Aus Barbarenorten und einfachen griechischen Siedlungen wuchsen blühende römische Provinzstädte. Unter Diokletian blüht der Größenwahn römischer Herrschaft. Ein kaiserlicher Palast mit rund 40.000 Quadratmetern. Der Niedergang war vorgezeichnet. Mit der byzantinischen Vorherrschaft kamen neue kulturelle und politische Einflüsse. Die Zerstörung von Salona durch Slawen und Awaren beendete im 6. Jahrhundert die römische Epoche. Aus dem Norden drang eine neue Macht vor: Venedig. Die Serenissima, offiziell Fürstentum von oströmischen Gnaden, brachte ab dem 8. Jahrhundert zahlreiche Inseln unter ihre Herrschaft. Dieser Einfluss war anfangs nur auf Handelsrechte und Kontore gestützt. Mit der Eroberung Konstantinopels durch venezianische Söldnerheere jedoch war der territoriale Anspruch besiegelt. Die Lagunenstadt war die neue Großmacht im östlichen Mittelmeerraum. Über 600 Jahre stand die kroatische Küstenregion unter dem venezianischen Joch. Stadtanlagen und Bauwerke wurden nach dem Vorbild der Hauptstadt errichtet. Erst das Osmanische Reich setzte dieser Vorherrschaft ein Ende. Nach 150 Jahren wiederum verdrängte Österreich-Ungarn unter Herrschaft der Habsburger die Türken. Die Wiener Gesellschaft richtete sich ein, baute prachtvolle Seebäder und Hotels. Der Wiener Adel und das Großbürgertum residierten in prunkvollen Villen. Im 20. Jahrhundert fanden sich Kroaten, Serben und Slowenen in einem gemeinsamen Königreich und anschließend in einer sozialistischen Republik unter Tito wieder. Heute gehört das Land wieder den Kroaten und sie besinnen sich auf dessen wahre Schätze. Meer, Sonne und über 5000 Kilometer Küstenlinie, faszinierende Naturlandschaften im wasserreichen Binnenland und die mächtigen, steil über dem Meer aufragenden, atemberaubenden Karstgebirge sind die Reize eines jungen Landes. Seine Menschen sind heute auf der Suche nach einer neuen Identität. Freiheit und Unabhängigkeit sind erkämpft, nachdem selbst die jüngste Geschichte von Tod und Trauer begleitet war.